Haben Sie mich für eine Mumie gehalten? Mumien führen wir nicht. Ich brauche auch keine. Habe ich Sie geweckt? Ich schlaf hier nicht. Pass bloß auf das Bett auf. Ist das denn so viel wert? Oh, das hat mal August dem Starken gehört. August dem Starken? Ja, das war der König von Sachsen. Das war sein Bett. Und der hat da drin geschlafen? Ja, die meiste Zeit ja. Ne? Sie wissen doch, der Mann hat 300 Kinder gehabt. 300? Mhm. Und alle da drin gemacht? Die meisten zumindest. Ja. Oh, mein Gott, 300. Und es gibt Männer, die können das. Ich habe eine Frau und ein Kind. Das langt. Das kann ich mir denken. Darf ich mal? Ja, bitte. Na? Also wirklich, als wenn einem was zuwächst. Was soll das Ding denn kosten? Das weiß bloß meine Frau. Sie muss jeden Augenblick zurückkommen. Sind Sie denn interessiert? Nee. Mehr an Bilder. Ach so. Ich bin für einen Auftragsweber unterwegs. So. Darf ich mal? Ja, bitte. Ja. Das hier. Hä? Das Kleine. Das würde. Ja. Das Lütte. Der Türke im Café. Von wem ist das? Von Mahler. Das habe ich mir gedacht. Ja, naja, natürlich von irgendeinem eben, nicht wahr? Es malen ja so viele Leute, sogar Schauspieler, wenn sie anders nichts mehr zu tun haben. Oh. Naja, also das ist hier ganz nett. Ja, ganz nett, ja. Was soll das kosten? Das weiß bloß meine Frau. Ach, da kommt sie ja. Alles wird toll. Alles wird teurer, alles. Fisch, Fleisch, Wurst, alles. Nur unsere Sachen, die nicht. Ja, Und Clara. aufpassen musst du, dass sie dir unterwegs nichts Altes andrehen. Ja. Also in den Himbeeren waren wieder Würmer drin. Oh. Aber in Ihren alten Möbeln doch auch. Was fällt Ihnen denn ein? Sie haben wohl noch nie einen Wurm aus der Nähe gesehen, was? Und die vielen Löcher hier. Hat mein Mann da reingeschossen mit Schrot, dass das wurmstichig aussieht. Aber wir verkaufen doch keine wurmstichigen Sachen. Und das sollen Antiquitäten sein. Ja, das ist nämlich eine große Kunst, Antiquitäten herzustellen. Wir müssen mal zugucken, wie so ein Gemälde auf alt gemacht wird. Tolle Maler, die das können. Ganz große Künstler. Und wie macht man so ein Bild alt? Ja, das Betriebsgeheimnis. Clara, Na? der Herr interessiert sich... Ach, für das Bett von Heinrich dem Achten. Ja. Und ich denke, das ist von August dem Starken. Ja, da gehen die Meinungen noch etwas auseinander, ne? Aber das heißt, doch piep egal, König ist König. Ja, so kann man auch sagen. Dies ist wenigstens das Bett von Heinrich dem Achten und darin ist er auch umgebracht worden. Was? Umgebracht worden? Ja, Mord ist immer gut fürs Geschäft. Hören Sie mal, Frau... Sperling. Clara. Na? Der Herr will das Bett nicht, er interessiert sich für das Bild da. Ich hab zu tun. Welches Bild meinen Sie denn? Das Kleine hier. Ach, der Türke im Café, ja, den können Sie haben. Was soll das kosten? Ja, was meinen Sie wohl, was das kosten darf? Was? Wie bitte heißt es? Ich meine, was Ihnen das wert ist. Sagen wir 300. Ach, und Sie meinen, das ist so viel wert? Gut, dann nehme ich das. Ja, leider kostet es mehr. Sagen wir das Doppelte. Ja, dann ist Ihnen ja mächtig was dran gelegen an dem Bild. Warum wollen Sie das denn kaufen? Naja, weil mir das Bild gefällt. Das sagt mir was. Na, Sie sind bestimmt nicht der Typ, der sich ein Bild kauft, weil ihm das was sagt.
Bei Ihnen geht's doch nur ums Geschäft, nicht? Und bei Ihnen vielleicht nicht. Ja, natürlich. Aber ich möchte nur gerne wissen, worum es Ihnen geht. Hören Sie, ich will ehrlich sein. Oh Gott, nur übernehmen Sie sich mal nicht. Ich habe einen Auftrag von einem Interessenten. Und der ist ganz verrückt nach einem Spitzweg. Ach, das ist aber kein Spitzweg. Spitzweg hat den armen Poeten gemalt. Und den Kaktussammler. Nein, 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 nein. Auch Bilder aus dem Orient, so wie dieses ja, aber das hier. ist kein Spitzweg. Wie soll ich denn hier zum Spitzweg kommen? Das hat einer sehr gut hingekriegt, ja. Aber nicht Spitzweg. Überhaupt das Einzige, was hier echt ist, das bin ich. Na gut, dann ist das nun kein Spitzweg. Aber heute Abend ist das eins. Wie meinen Sie das? Ich kenne einen Professor, der schreibt Gutachten. Und wenn der sagt, das ist echt, dann ist das echt. Er ist nur teuer. Je mehr man anlegt, desto mehr ist das Bild denn auch wert. Ach, und das tut so ein Mann so ganz einfach? Wenn man genug bezahlt, dann macht aus einer Espressomaschine einen 600 Jahre alten Butterstampfer. Aha. Und dann ist mein Türke nur ein Spitzweg. Kein Problem. Mhm. Was kriege ich? 5.000. 6.000. 8.000. 8.000 für einen Spitzweg. Frau Sperling, was verlangen Sie? 30.000. Was? Ja, dann eben nicht. Dann bleibt mein Türke im Café eben hier bei mir und raucht hier weiter seine Pfeife, nicht? Also Sie... Na gut. Was? Sie wollen mir 30.000 Mark. Weil mein Auftraggeber einen Spitzweg sucht. 30.000 Mark, das wollen Sie wirklich Hier bezahlen. sind 2.000 und den Rest gibt es heute Abend. Ja, dann kommt das Bild auch erst heute Abend. Darf nicht? ich mal? Ja. Wegen der Expertise. Und? Was, und so ein Foto langt dem Experten? Ja, was meinen Sie wohl? Also, Frau Sperling, Wiedersehen. Bis heute Abend. Ja, auf Wiedersehen. Mein Name ist Heilig. Ja, auf Wiedersehen, Herr Heilig. Wiedersehen, Frau Sperling. Wiedersehen. Wiedersehen. Alex! Alex! Der Mann da, der hat das Bild, der hat es gekauft. Das ist ja gut. Ja, sag mal, willst du gar nicht wissen, was das gebracht hat? Was hat es gebracht? Hier. 2000 Mark? Das ist doch viel zu viel. Das hat er doch bloß anbezahlt. 28.000 kommen heute Abend noch nach. Du bist verrückt. Er wollte das so. Tja, das ist nun ein Spitzweg. Ja, dann bin ich Alexander der Große. Wenn 30.000 Mark das passt, dann kann ich Helga helfen. Und uns, Na. und was? Dies Geld wird uns Ärger machen. Das kann kein Glück bringen. Wenn ich das will, doch. Wir brauchen das Geld, Alex. Aber es ist doch kein Spitzweg. Doch. Guck dir das doch mal richtig genau an. Na? Ja, wenn man so hinguckt, kann angehen. Na, siehst du, man muss nur wollen. Ah, von nun an ist alles echt bei mir. Hau ab! Mach, dass du wegkommst! Wir müssen uns ausbrechen. Das haben wir 100 Mal gebracht, das bringt doch nichts. Helga. Helga, wir haben uns doch lieb. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Geh jetzt. Bitte. Wenn du jetzt nicht gehst, dann ist das Hausfriedensbruch. Hausfriedensbruch? Ich kann hier was kaufen. Wovon denn? Helga? Dieser Laden hier gehört meinen Eltern. Und darum hast du hier nur zu verschwinden. Und ich bleibe hier, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Ja, aber das ist doch alles bloße... Helga, weißt du noch unsere erste Nacht? Bitte. Hier im Bett von Napoleon. Das ist
ist lange her, da ist viel passiert. Aber war das nicht romantisch? Deine Eltern weg, der Laden dicht, draußen das Licht von den Laternen, hier drinnen unsere Stimmen. Und die Musik. War das erste Mal, dass ich im Antiquitätenladen Liebe gemacht habe. Ach, so, guck mal einer an. Oh, was war ich stolz, du. Im Bett von Napoleon. Und du warst meine Josephine. Ja, das war ich mal. Und dabei, Napoleon soll gar nicht so gut gewesen sein. Versager! Ja, im Bett und du im Leben. Weißt du noch das Auto, das den Scheinwerfer direkt auf uns gerichtet hatte? Der hat uns aber nicht gesehen. Und wenn? Wenn der uns gesehen hätte, du, der hätte fix gestaunt. Du. Ich will nicht mehr, Werner. Geh nach Hause. Mach, was du willst. Helga, überleg es dir gut. Du. Das hab ich lange genug. Leb wohl. Bitte. Oh Gott, oh Gott. Ja, der kann auch nichts für einen Blödsinn, den du immer machst. Mach das gut, Werner. Ja, noch heu du, Mann. Ich geh nun wirklich. Ich. Du denkst immer bloß an dich. Helga, was ist denn hier los? Ich hab Schluss gemacht mit ihm. Schon wieder? Nun ist das letzte Mal. Kann ich mein Zimmer haben? Das ist doch immer für dich da, aber muss das sein? Sag mal, was denn nun schon wieder? Ach, er ist... Andauernd rufen sie an. Lona oder Katrin. Und dann muss er da ja hin. Und manchmal auch über Nacht. Was, er hat was mit seinen Frauen? Nee, das nicht. Oh, Männer sind immer anfällig für ihre Frauen. Sie haben sie ja mal nicht für nichts geheiratet, nicht? Er liebt mich ja, leider. Aber immer ist da was los, irgendeine Katastrophe. Gestern kriegt Jens Keuchhusten und Katrin ist total fertig. Heute ruft Lona an, dass Markus sitzen bleibt und bei Anna ist ja sowieso Hopfen und Malz Ja, verloren. man heiratet eben keinen Mann mit 2 Frauen und 3 Kindern. Mensch, das ist ja ein Harem. Wie ist das denn eigentlich mit dem Geld? Ganz mau, Mama. Er muss ja alles für seine Ex-Familien berappen. Na, wunderbar. Und du? Was ist mit deinem Geschäft? Kommen überhaupt Leute in dein Studio für ganzheitliche Gesundheitsberatung? Das ist nichts zum Lachen, Mutti. Heutzutage, wo die Ärzte keine Zeit mehr haben für die Kranken, ja, sie gucken ihnen in den Hals, aber nicht in die Seele. Aber ich habe nun mal noch nicht genug Patienten. Bis jetzt kommt ja nicht mal die Miete dabei raus. Sag mal, was bringst du den Leuten da eigentlich bei? Meditation, Aha. Visualisation, Atemtechnik, Bewegung und Berührung. Berührung, aha. Ja, nicht das, was du denkst. Das ist so eine Art Entspannungstechnik. Dazu gehört auch Gesprächstherapie und Tagtraumarbeit. Tagtraumarbeit, das kenne ich. Das ist das, was dein Vater hier den ganzen Tag macht. Los, ich muss immer aktiv sein und alles tun. Ja, für dich wäre autogenes Training auch mal gut bei deiner Hektik. Ich bin nicht für Hypnose. Das ist das ja auch gar nicht. Ja? Ja, du musst bloß loslassen. Was? Ja, komm her, probier das mal. Komm. Aua. Ja, locker Mensch, das lassen. aua weh, Ganz locker lassen, Ja. ganz entspannt. So. Komm, leg dich doch mal hin. Ja. Was machst du da? Mutti, das tut nicht weh. Los, mach. So. Und nun? Entspannen, also. Ich bin ganz ruhig. Sag mal, warum schnackst du dann auf einmal so kariert? Mutti, das gehört dazu. Einmal nichts sagen. So, und nun sagst du dir ganz leise: Atmung steigt in mir auf und nieder wie eine Welle. Es atmet mich. Du redest aber ein ganz falsches Deutsch. Es ist ein angenehmes Gefühl zu spüren, wie es mich atmet. Es geht mir gut. Und wenn mir das nun mal überhaupt ganz und gar nicht gut geht? Ach, Mutti, du suggerierst dir das und dann geht dir das auch gut. Also. Es atmet mich. Ja, das hatten wir schon. Es ist ein angenehmes Gefühl zu spüren, wie es mich atmet. Die Gedanken kommen und gehen
und stören mich nicht. Ja, mich stört das aber nicht, wenn ich bloß an deinen Mann denke. Ascha, es ist doch kein Wunder, wenn er kein Geld hat, mit 3 Frauen. Du bist für autogenes Training einfach nicht zu gebrauchen, Mutti. Du bist nicht entspannt genug. Ach, das Geschäft muss laufen. Da können die Gedanken nicht kommen und gehen. Und es kann mich auch nicht atmen. Aber heute, ach was, ihr solltet ins Ausland gehen, so weit weg wie möglich, dann regelt sich alles von selbst. Ja, großartig, wunderbar. Kann ich nun vielleicht in mein Zimmer? Das ist doch immer für dich da. Du Danke. bist doch hier zu Hause. Wunderschönen guten Abend, Frau Sperling. Dank der Heilig. Alles okay, alles gut gelaufen. Die Sache ist durch. Wirklich? Zuerst habe ich ein Gutachten machen lassen und das ist sensationell. Was? Nach dem Foto? Ja, der Meister seiner reifsten, produktivsten Epoche um 1865. Eine Entdeckung von unschätzbarem Wert. Eine Sensation auf dem Kunstmarkt. Ein Bild, das die Freude am Leben steigert. Dann behalte ich das wohl besser nicht. Ja, aber wir haben doch abgemacht. Ja, abgemacht ist abgemacht. Was sagt denn der es gekauft hat? Na, er ist glücklich. Ja. Ein Bekannter von ihm hat ihm vor 2 Monaten eine Salvatore Dali weggeschnappt. Nun kann der sich tot ärgern. Also darum kaufen die Leute Bilder? Konkurrenz, der mehr hat, ist mehr. Ja, Bilder machen Leute, ne? So ist das nun mal, Frau Sperling. Sag mal, wer hat das nun eigentlich gekauft? Diskretion gehört zum Geschäft. Aha. Ein reicher Hotelier mit Hotels in Frankreich, Amerika, Deutschland und Fernost. Ach, Fernost. So ein Spitzweg war schon seit Jahren sein Traum. Ein knallharter Geschäftsmann. Mann, wenn er Bilder sieht, kann er weinen. Gott, so ein knallharter Mann und so ein blödes Bild, ne? Vergessen Sie nicht, Spitzweg war ein Apotheker, der die Leute mit seinen Bildern gesund machen wollte. Meistens hat er kein Bild verkauft, die meisten hat er verschenkt. Das hätten Sie ja auch machen können, ne? Ich bin kein Heiliger, Frau Sperling, auch wenn ich so heiße. Ich muss leben von meiner kleinen Provision. Mir ist Ihr Geld. Bitte. 28.000 Mark in bar. Wollen Sie lieber einen Scheck? Nee, das ist besser. Frau Sperling, ein großer Tag für uns beide. Bitte. Danke, Frau Sperling. Auf gute Zusammenarbeit. Ja. Wiedersehen, Frau Sperling. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Heil. Wiedersehen, Frau Sperling. 30.000 Mark. Alex! Alex! Ja! Geh mal los, hol mal was zu trinken, das gibt was zu feiern. Sekt. Sekt, Champagner. Hat das Geschäft geklappt? Naja, was denkst du denn? Ich hab kein Geld einstecken, du. Hier, bitte. Ja. Du, das sind 1000 Mark. Ja, wo der herkommt, gibt es noch 29 mehr. Oh, da habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ach, Gefühl. Das gibt sich nach dem ersten Schluck. 30.000 für den Türken im Café. Du, ist das ein Spitzweg? Ja, Clara, wir haben ihn doch nie dafür gehalten. Die Wahrheit ist, was die Leute denken. So, Nee. Champagner. Haben wir nie gehabt. können wir nur öfter haben. Weck Helge auf, sie muss mitfeiern. Nein, Helga hat ein Schlafmittel genommen. Sie hat auch keine leichte Ehe. Ach, Alex, nun wird alles anders. Ja. Alles wegen des Spitzwegs. Ach, Doch, so passt mit sich und wir können uns endlich den Bungalow kaufen, den wir uns immer gewünscht haben, da unten am Gardasee. du Clara, lernst du immer noch Italienisch? Ja, wenn keine Kunden da sind. Du hast ja auch viel Zeit dafür. Das nun nicht mehr. Ein Schwalbe macht doch noch kein Bungalow! 60 Mark oder 40 Mark, 200 Mark! Mensch, das ist vorbei. Hier, aus diesem Krug hat Otto von Bismarck getrunken. Hier hat der Kanzler selbst seinen Mund angesetzt. Oh, Clara! An diesem Schreibfass hier hat Johann Wolfgang von Goethe die Glocke geschrieben. Die Glocke, die hat auch nicht Goethe geschrieben, das war Schiller Friedrich! Ach so, ja. Da
Naja, der hat ja auch in Weimar gelebt, nicht? Sie haben ja dicht beieinander gelebt. Und da hat Schiller, der arme Dübel, sich sicher öfter mal die Feder von Goethe ausgeliehen. Jawohl, die Glocke ist von Ihnen Das beiden. wird aber kein Literaturprofessor hören, du. Kanzleischrank Rostock 1720. Aus dem Besitz von Wallenstein. Eine Ampio bronzenes Gehäuse aus dem Nachlass von de Gaulle. Ach, Alex, wir werden jetzt ganz anders ins Geschäft einsteigen. Alexander, darf ich bitten? Unterwegs. Er wird gleich bei Ihnen sein. Nein, das ist nur eine Vorbesichtigung. Wenn wir interessiert sind, komme ich und mache Ihnen ein Angebot. Ja, heute noch. Wiedersehen. Guten Morgen, Mutti. Morgen, mein der. Na, gut geschlafen? Und hier zu Hause bei dir doch immer. Danke. Ja. Oh, wo ist Papa denn? Der guckt sich einen Nachlass an. Ja, du, der hat einen Blick für sowas. Nur die Preise, die muss ich dann machen. Oh, wo du da gerade von sprichst. Geht es wieder um Geld? Ja, die wollen mehr Miete haben für das Studio. 30%. Und 2 von meiner Gruppe sind abgesprungen. Die kommen bestimmt mit der Visualisation nicht klar. Mutti, meine Methode ist gut. Aber das gibt eben immer mal Leute, die abspringen. Und was sonst noch? Markus braucht eine Versicherung. Sind das und deine Jens? Kinder? Oh, Mutti. Oder meine Enkelkinder? Werner ist mein Mann und ich bin mit ihm verheiratet. Aber seine Frauen liegen ihm in den Ohren. An wen sollen sie sich denn auch anderes halten? Sie haben ja nun mal beide keinen anderen Mann, ne? Werner ist eine unheimlich starke Persönlichkeit. Da kommt man nicht so leicht von los. Aber du, will ich hoffen. Ich bin über ihn weg, Mutti, ganz und gar. Er hat mir nichts mehr zu sagen. Na. Doch, Mutti. Werner war ein Irrtum. Ich fange noch mal an. Ganz alleine, ganz von vorne. Du, sag mal, was war damals eigentlich mit dem Thorsten, den du vor Werner gehabt hast? Der hat mir sehr gut gefallen. Gute Stellung hatte er auch. Er ist schon längst verheiratet und hat Kinder. Ja, und Werner? Sag mal, verdient er denn nicht genug? Stellvertretender Empfangschef, Mensch, das ist doch was. Mutti, das hört sich gut an. Aber in der Hotelbranche wird ja nun mal nicht gut bezahlt. Dieses ewige Lamentieren um das Geld, das macht alles kaputt. Ja, vor allen Dingen die Stimmung, ne? So. Hier. Danke. Oh, Das sind ja... Oh, Mama! Tja, Spitzweg bezahlt alles. Da kann ich Werbung mitmachen und mir ein Zimmer in meinem Studio einrichten. Ja, da kann ich denn ja wohnen. Oh, Mutti, das vergesse ich dir nie. Hauptsache, du kommst über die Trennung weg. Werner! Sag mal, hast du unter der Brücke geschlafen? Nee, Clara, das wird von meinem Chef nicht gerne gesehen. Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Oh, ich habe kein Auge zugekriegt. Ja, ich war bei Katrin. Was? Werner! Ja, Jens hat doch Keuchhusten. Ich habe die ganze Nacht an seinem Bett gesessen. Nicht in ihrem? Ich hab nichts mit ihr. Wenn er das sagt, dann stimmt das auch. Ja, Keuchhusten, da gehst du kaputt bei, du, auch wenn du ihn selbst nicht hast, du. Ja, und das stundenlang. Ja, du bist nicht verrückt nach deiner Ex-Frau, du. Das würde ich dir auch nicht raten.
Oh, meine Ehe macht mich fertig. Ja, sei du mal 3-mal verheiratet. Sag mal, ist dir eigentlich klar, dass du 3-mal geschworen hast, bis dass der Tod uns scheidet? Ja, du, das sagt man doch bloß so, ne? Werner, sag mal, können denn deine Verflossenen nicht wieder heiraten? Ja, aber Vater bleibt man sein ganzes Leben lang. Ja. Nun, bei den beiden Frauen, da will das einfach nicht klappen. Die finden einfach keinen neuen Mann. Von dir kommt keine weg, ne? Ja? Mit dir würde ich doch im Leben nicht durchbrennen. Also, Mutti! Mensch, guck ihn dir doch an. Ich würde ja gern, dass Sie beide endlich einen neuen Kerl finden. 3 Frauen. Das ist so tragisch. Für so eine Verantwortung bin ich einfach nicht gemacht. Aber ich kann sie auch nicht totschlagen, ne? Das hättest du dir früher überlegen müssen. Helga haut auch ab. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin bloß gekommen, um dich abzuholen. Helga, wir haben uns doch geliebt, ne? Das ist zu spät, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Sie hat schon einen anderen. Thorsten heißt er. Das ist doch nicht wahr, ne? Natürlich nicht, Mutti, wie kannst du sowas sagen? Nee, ich hätte dir doch bloß, dass du von ihm loskommst. Aber nicht so! Das glaubst du doch nicht, mein Werner? Natürlich nicht. Siehst du, Mutti, du hast ihm wehgetan. Das war gemein von dir. Was man auch macht, nichts ist richtig. Sag mal, willst du uns auseinanderbringen? Schämst du dich gar nicht? Ich? Mich? So wie du hier reinkommst, kann ich doch nur noch sagen, Betteln und Hausieren verboten. Auch ein Bettler und Hausierer sollte man ruhig mal was geben, ja. Ja, die verdienen nicht mal eben 10.000 Mark an so einen alten Schrank. Das ist doch... Großherzig sein, geben, andere leben lassen. Ja, Geld wegstecken, auch wenn du nichts hast. Das ist der richtige Weg. Ja, und was mich um meine Klitage angehalten. In 2 Stunden bin ich rasiert und in guten Anzug wieder im Hotel. Ja, und für was? Für einen Hungerlohn. Du kannst doch nicht mal eine Familie satt bekommen, geschweige denn 3. Helga hat das begriffen, von nun an wohnt sie in ihrer Praxis. So, Werner, ich bin fertig, wir können gehen. Ja. Du gehst wieder zu ihm zurück? Ich gehöre zu ihm, Mutti. Das musst du nur endlich mal begreifen. Tschüss, Werner. Ja. Werner, komm. Bis dass der Tod euch scheidet. Das Leben kann ganz schön hart sein. Kunstantiquitäten Sperling? Ja, wir hätten da noch einen Weizenkrug bunt bemalt. Spätes 18. Jahrhundert. Ja, wenn Sie noch vorbeikommen wollen, bis 12, dann wieder von 15 bis 18 Uhr. Ja, ist gut, ich reserviere ihn. Wiederhören. Schied das mit Helga. Moin, Frau Sperling. Ah, ja. Na, wie geht's? Ah, die Obdach geht. Das haben wir prima hingekriegt. Der Käufer von unserem Spitzweg ist glücklich. Ist das nicht ein bisschen klein für ihn? Ich meine, solche Leute, die kaufen eigentlich immer nur nach Quadratmetern, nicht? Im Gegenteil, der Mikrokosmos ist das, was zählt, hat er gesagt. Die Dülle in der Nussschale. Aha. Sein Spitzweg kommt besser an als der Beckmann von seinen Bekannten. Und der Preis ist auch okay. Ja, da hat der Spitzweg so klein und so teuer. Frau Sperling, wir sollten unsere gute Zusammenarbeit ausbauen. Ja. Besser kann das gar nicht laufen. Das gibt nicht viel, was man verkaufen kann. Ich kann immer anbieten. So, was denn? Ich habe hier eine kleine Auswahl. Bilder von Inneneinrichtungen, wunderbare Stücke. Aha. Bilder, Möbel, Statuen, Porzellan. Sie brauchen nur sagen, was Sie haben wollen, bitte. Aha. Was sind denn das für Inneneinrichtungen? Aus Villen, beste Lage. Und Sie haben den Auftrag? Ja, so kann man das auch sagen. Sagen Sie, wer hat denn die Fotos gemacht? Ich habe einen Handwerker bei der Hand, Elektroinstallation, und der fotografiert so gern. So. Frau Sperling, die Sache ist ganz einfach. Sie sagen, was Sie haben wollen, und die Sache wird Stand P geliefert. Herr Heilig. Wir sind ein anständiges Haus.
Bei uns geht alles reell zu. Na, Frau Sperling. Und Ihre alten Sachen aus der Zeit vom August den Starken. Meine Sachen sind aus der Zeit. Ich sag nur nicht aus welcher. Die Leute hören Geschichten gern, dann gefallen ihnen die Sachen auch besser. Sie wollen die Sachen haben, also bekommen sie sie auch. Aber mit Verbrechen, Herr Heilig, habe ich nichts anderes. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Frau Sperling, nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich hab da ganz was Wunderbares in Aussicht. Wiedersehen, Frau Sperling. Wiedersehen. Ist doch nicht zu plaudern. Also immer wenn jemand weggeht, dann pingelt das Telefon. Kunstantiquitäten Sperling? Ja, wer? Ja, natürlich bin ich hier. Also wieso in 5 Minuten? Ich bin doch hier, jetzt. Was heißt live? Hallo? Hallo Sie? Verrückt. Na, war denn noch was? Hast du das Blatt schon gelesen? Hey, das hast du doch bestimmt schon gemacht. Da brauche ich da gar nicht mehr reinzugucken. Auch nicht, wenn du auf dem Titel stehst. Ich? Wieso, warum sollte ich denn? Weil der Spitzweg von dir ist. Zeig mal. Sensation auf dem Kunstmarkt. Unbekannter Spitzweg entdeckt. Ja. Kleiner Raritätenladen als Fundgrube. Du, das am Bericht weiter, Seite, Augenblick. Ja. Du, hier, das ist Herr Übelacker, der Besitzer. Ach ja, das Metropolhotel gehört ihm. Ja, der kann auch 30.000 Mark bezahlen. Du, das ist ja mein Name. Ja, nun wirst du bekannt, Clara. Ja, aber die müssen mich doch erst fragen. Ach, da wird doch keiner gefragt. Das geht einfach so. Naja, wenn es gut ist fürs Geschäft, geht es ja. Du, Alex, das Telefon klingelt in einer Tour. Alle verlangen sie Antiquitäten. Ja, nun weißt du warum. Nun sind wir in. Nun wirst du auf Partys eingeladen, kommst in die Klatschspalten und wer weiß was noch Das alles. will ich alles gar Du, nicht. das gibt Leute, die bezahlen dafür. Das fehlt mir auch gerade noch gut. Kunstantiquitäten Sperling? Live? Ja, aber jetzt? Ach, jetzt sofort? Ja, bitte, was wollen Sie wissen? Sie können gern fragen. Naja, ich verkaufe ja keinen Ramsch, nicht? Aber ich bin auch kein Auktionshaus wie Sotheby's oder so, nicht? Bei mir hat alles seinen Wert. Ach ja, Spitzweg, den habe ich immer geliebt. Wissen Sie, auf seinen Bildern ist fast immer nur gutes Wetter und das tut den Menschen gut. Ja, doch, kommen Sie doch mal vorbei. Gucken Sie sich das mal alles an, würde mich sehr freuen. Wiedersehen. Alex, das war der Sender eben. Na und? Live. Und? Ja, wie sehe ich denn aus mit dir? Ja, zurecht machen musst du dich doch erst, wenn das Fernsehen Ach kommt. so, ja, natürlich. Glaubst du, dass die auch noch kommen? Das wäre möglich, ne? Na, das kann ja nicht schaden, nicht? Wir müssen ja noch Katrin versorgen und die Kinder. Du, Alex, Ja. Helga ist wieder zurück zu ihrem Mann. Tja, der gehört sich auch hin. Ja, eigentlich mache ich ihn ja auch. Aber ihre Ehe ist nicht leicht, wenigstens nicht für uns. Kunstantiquitäten Sperling? Ja, ich bin selbst am Apparat. Was? Im Studio, wo ist denn das? Ach nee, Sie wollen mit dem ganzen Klumpatsch hier zu uns in den Laden kommen? Oder müssen Sie aber sehr vorsichtig sein? Ihre Leute machen immer so viel kaputt. Ja, um welche Uhrzeit denn? Ja, ist gut, heute Nachmittag um 3. Alex, das war das Fernsehen. Hab ich das nicht gesagt? Heute Nachmittag um 3 machen Sie ein Interview mit mir. Oh Gott, hoffentlich machen Sie hier nicht so viel kaputt. Das Wieso? sollen ja so eine Vandalen sein. Ne? Ach, nein, nun wird alles anders. Ja, nun verdienen wir einen Haufen Geld, ne? Ja, Geld ist nicht alles, aber sehr wichtig. Und man kann das gebrauchen, wenn man einen Schwiegersohn hat, der ein Krüppel ist. Was? Er hat keinen Ellbogen. Und in unserer Zeit sind Ellbogen das Wichtigste. Ehrlich wird am längsten. Ja, bringt aber nichts.
Clara? Clara? Was hast du vor? Alex, guck mal. Guck mal, könnte das nicht ein Picasso sein? Mittag. Also so viel haben wir noch nie eingenommen. Ja, das haben wir alles dem Spitzweg zu verdanken. Und Ne? dabei hat er damals zu seiner Zeit mit all seinen Bildern nicht so viel verdient. Wenn der Mozart heute leben würde, dann könnte er ganz Monte Carlo kaufen mit der linken Hand. Ja. Du, komm, hör mal zu. Wenn der Baron Schack für 3 Werke 1300 Gulden zahlte, erhielt er ein 4. von Spitzweg geschenkt. Geschenkt? Ja. Hat es Spitzweg eine Frau? Nee, das glaube ich. Hier steht was. Die Tölzerin Clara Lechner, die anmutige Frau des Münchner Webermeisters Rath, mochte ihm im Karneval begegnet sein. Er hatte Feuer gefangen und brannte so lichterloh, dass er die Geliebte durch Ehescheidung ganz für sich gewinnen wollte. Ja. Clara hat sie geheißen, ja? Mhm. Clara und... Nee, da ist nichts draus geworden. Sie ist kurz danach gestorben. Aha, das ist ja mal wieder alles typisch. Was ist typisch? Ja, immer muss eingebrochen werden in die Ehen von anderen Leuten. Ach Mensch, er hat sie eben lieb gehabt. Ja. Ab 15 Uhr wieder. Frau Sperling! Frau Sperling! Ich bin da! Ach, der Heilige. Ja. Mit dem kannst du verhandeln. Der hat sowas Unseriöses. Ne? Meinst du, Ja. ach, Alex? Herr Heilig, kommen Sie. Wunderschönen guten Abend, Frau Sperling. Herr Heilig. Frau Sperling, Sie kommen ganz groß raus. 2-mal im Fernsehen, 3-mal in der Presse. Da kommt ja nicht mal ein Schauspieler mit. Das ist doch was. Und Ihr Geschäft läuft bestimmt auch. Ja, Qualität setzt sich eben durch. Herr Heilig, manchmal dauert es ein bisschen länger. Apropos Qualität. Na? Ich habe ein Angebot für Sie. Ganz was Besonderes. Sozusagen Handelsklasse A. Aber das muss ganz diskret behandelt werden. Was soll das heißen? Ich habe hier sozusagen einen sakralen Heuler. Wirklich ein wunderschönes Stück. Naja, dann zeigen Sie mal. Na, was sagen Sie dazu? Ist das nicht ein Leckerbissen für Kunden mit Geld? Herr Heilig. Ist das nichts? Maria und das Kind, die lachen ja alle beide. Ja, aber das ist doch gerade die Hauptsache. Sonst machen die immer ein Gesicht wie 3 Tage Regen. Ist das nicht schön, wie die beiden sich freuen? Das ist mindestens 50 Mille wert. Herr Heilig. Frau Sperling. Das ist Nun doch... machen Sie aber doch mal einen Punkt. Herr Heilig. Sie tun ja gerade so, als hätte ich den Teufel selbst ausgepackt und nicht Maria und das Kind. Das ist doch die Maria aus dem kleinen Michel. Genau. Der Kandidat hat 100 Punkte. Ich musste nötig mal in die Kirche gehen. Man hat ja immer die besten Absichten und mit einem Mal hat man es dann mit der Sünde zu tun. Sie sind doch wahnsinnig. Nee, das hätte ich wissen müssen. Ich war letzte Woche beim Doktor und der hat nichts festgestellt. Sie haben sie gestohlen. Frau Sperling, das ist aber kein schönes Wort. Gucken Sie mal, in der Kirche, da friert sie sich doch halb tot. Ist das nicht besser, wenn sie in einem schönen Haus wohnt? Villengegend, immer schön warm und Leute rum, die was von Kunst verstehen? So was macht man einfach nicht. Mensch, das fällt doch auf, wenn sie da nicht mehr auf ihrem Platz ist. Nie, Frau Sperling. Da, wo sie gestanden hat, steht nun eine Gipsimitation. Gut gemacht von K.H. Heilig. Sieht aus wie die alte. Sie sind ein Halunke. Sie steht doch im Halbdunkeln. Ehe das auffällt, das dauert 100 Jahre. Ich mache keine krummen Geschäfte. Aus Prinzip nicht. Das kommt doch raus. Nie nicht, Frau Sperling. Sie haben doch jetzt bestimmt die beste Kundschaft. Und da ist doch ganz bestimmt ein Diskret dabei, der ganz verrückt ist nach so einem Ding. Und für den wird es auch viel wert sein, meinen Sie nicht auch? Herr Heilig, raus mit dem Zeugs oder ich rufe die Polizei.
Dann bringen wir erstmal die Sache mit dem Spitzweg zur Sprache. Ich lass mich doch nicht erpressen von Ihnen, doch nicht. Frau Sperling, warten Sie doch mal, bitte. Ich kann Sie doch nicht bei mir zu Hause lassen, weil hier kann die Polizei kommen. Die tragen einem alles nach, wenn Sie erstmal auf dem Tiger haben. Nicht bei mir, Herr Sie werden sich schon mit ihr anfreunden und Sie werden bald ein Fan von ihr sein. Nein, Herr Heilig, Frau Sperling. Herr Heilig, Wiedersehen, Frau Sperling. mit Herr Heilig. Wenn eine Katastrophe ist, bist du nicht da. Die schaffst du doch immer ganz alleine. Was ist denn? Hier, bitte. Nee! Doch, er hat sie hier bei mir deponiert, gegen meinen Willen. Das ist doch Kuckucksei! Kuckucksei, das ist eine Bombe. Wenn man die hier findet, sind wir ruiniert. Oh, was sollen wir bloß machen? Weiß ich auch nicht. Verbrennen sie. Oh, klar. Ist ja Quatsch. Ganz einfach. Du bringst sie wieder zurück in den kleinen Michel. Ich? Ja, wer denn sonst? Werner? Den verhaften Sie doch schon, wenn er hier nur aus der Tür geht. Aber du siehst so schön harmlos aus. Nee, das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Oh, ich habe immer gedacht, Okay. du hast mich lieb. Wie stellst du dir denn das vor? Ja, das ist doch ganz einfach. Ganz einfach. Ja. Du fährst mit dem Auto hin, steigst aus und gehst rein. Also entzückend. Ja, und dann holst du unter deiner Windjacke die Figur daraus und vertauscht sie mit der Gipsimitation. Was? Doch Gott heilig, hat da eine Imitation aus Gips hingestellt. Guck mal, die gehört der Kirche nicht. Die kannst du mitbringen. Die können wir verkaufen. So. So. Und dann setzt du dich ins Auto und fährst zurück. Und das alles, ja? Das ist alles. Ach, was, die schnappt mich doch schon auf der Hinfahrt. Und gewiss habe ich einen Unfall auf der Fahrt. Und dann kannst du mich im Knast besuchen. Das tue ich auch, Arne. Weißt du eigentlich, was du von mir verlangst? Ich bin deine Frau und den kleinen Gefallen kannst mir ja wohl tun. Was sagst du? Dass ich im Knast sitze? Wenn du alles richtig machst, dann passiert doch gar nichts. Nee, das mache ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Natürlich. Alles bleibt wieder an mir hängen. Wir haben jetzt Mittag. Für mich wohl nicht. Mein Name ist Übelacker. Der Herr mit den Hotels? Ja, der Käufer Ihres Spitzweg-Türke im Café. Herzlichen Glückwunsch. Danke, der Spitzweg ist falsch, eine Fälschung. Das kann nicht angehen. Doch, das ist erwiesen. Ich habe doch ein Gefühl für Bilder. Ich spüre doch, ob sie was wert sind. Und das Bild strahlt was aus, also muss es was wert sein. Und unser Gutachter, Herr Professor... Ach, ein Scharlatan. Den Titel hat er aus Österreich. Ja, wie kommen Sie denn darauf, dass es falsch ist? Das Bild ist auf Pappe gemalt, auf einen einfachen Pappdeckel. Das hat Spitzweg oft gemacht. Er hat sogar auch Zigarrenkissenholz gemalt, aus Sparsamkeit. Aber die Pappe muss mal zu einem Karton gehört haben, zu einem Postpaket. Ja, und ich meine, das mindert doch nicht den Wert. So, nicht. Ich habe auf der Rückseite ein vergilbtes Papier abgezogen und darunter einen Poststempel entdeckt. Na und? Ja, der Stempel ist vom 6.5.1906. Sie kann gar nicht angehen, da hat Spitzweg ja gar nicht mehr gelebt. Er muss es also posthum gemalt haben. Ne? Da kann ich nichts für. Das Bild ist schön und dabei bleibe ich. Aber zum Spitzweg hat Heilig ihn gemacht. Heilig? Ja. Heilig ist einschlägig vorbestraft. Diebstahl, Hehlerei und was weiß ich alles. Ja, er hat keinen festen Wohnsitz. Da muss ich mich an Sie wenden. Ich habe aber nie gesagt. So? Und wer hat sich in der Presse als Spitzweg-Kennerin Die aufgespielt? schreiben aber auch alles, was man so sagt. Also, Frau Sperling, ich wäre bereit, auf eine Strafanzeige wegen Betrugs gegen Sie zu Wegen verzichten. Betrugs gegen mich? Ja, gegen wen denn sonst? Mir fällt kein anderes Wort ein. Wenn Sie sich bereit erklären, den Kaufpreis zurückzuzahlen. Ja, das kann ich nicht mehr aufbringen. Ja, aber Sie haben das Geld doch gerade erst bekommen. Ja, also ich hatte schon Verbindlichkeiten und einen Schwiegersohn mit 3 Frauen. Mormone? Nein, nacheinander und die kosten. Tja, das ist nicht mein Problem, also. Das tut mir leid, aber 30.000 Mark kann ich nicht mehr aufbringen. 30.000? 90.000?
90.000. Ja, der Kaufpreis war 90.000. Ja, für ein echtes Bild habe ich das ausgegeben. Kunst hat seinen Preis. 90, dann hat er ja 60.000 verdient, nur weil er das Bild von mir zu Ihnen gebracht hat. Also 20.000 hätte ich noch. Ja, wir sind hier doch nicht auf einem orientalischen Ja, Markt. was soll ich denn machen? Holt sich das Geld von Herrn Heilig Der zurück. ist doch schon längst über alle Berge. Ja, dann müssen Sie dafür gerade stehen. Für 90.000? Na, die 30.000 haben Sie doch sicher verbucht. Nein, das war ja ein rein privates Geschäft. Und der macht man dann... Oh Gott. Also auch noch an der Steuer vorbei. Ja, Ihre Situation sieht nicht rosig aus, Frau Sperling. Sehen Sie zu, wie Sie das Geld beschaffen. Ich muss das durchdenken. Jetzt dreht sich um mich alles. Oh, das ist nicht gut. Also ich gebe Ihnen 48 Stunden Zeit. Auf Wiedersehen, Frau Sperling. Nee. Ist ja reizend. Du hast gelauscht und hast mir nicht geholfen. Das ist allein deine Sache. Ich bin immer ehrlich. Ich meine, so weit wie möglich. Aber da kann mir keiner was nachsagen. Das ganz große Geschäft. Ein feines Geschäft. Wir sind nicht gemacht für sowas. Wir brauchen auch kein Vermögen. Wir kommen schon so aus. Ah, wirklich? Ja, wir brauchen kein Bungalow. Den kriegen wir sowieso nicht mehr. Mensch, du hast doch überhaupt keine Ahnung über unsere Finanzen. Weißt du, dass Helga jeden Monat von mir Geld bekommt? Sie hat doch ihr Studio. Da kommt doch nicht mal die Miete dabei raus. Und Werners Geld langt nicht. Das braucht er ja alles für seine Frauen. Das habe ich nicht gewusst. Ja, habe ich nicht gewusst, habe ich nicht. Du weißt doch überhaupt von nichts was ab, weil ich alles immer von dir abhalte. Hier, die Miete für unseren Laden ist teurer geworden. Ich war schon auf der Bank, wollte einen Kredit aufnehmen, weil wir das einfach nicht mehr schaffen. Und du sitzt da und spielst hier den Richter. Warum hast du mir denn nichts gesagt? Hier, du bist doch genauso ein Trömelglas wie Werner. Guckst dir Nachlässe an, liegst auf dem Bett von der Pompadour. Alles muss ich hier allein machen. Wir haben kein Glück mit unseren Männern, Helga und ich. Vielleicht hat das einen Grund. Was? Vielleicht hast du was dazu beigetragen. Du hör doch auf mit dieser alten Geschichte, das ist über 30 Jahre her. Ja, aber die bleibt wahr. Und wenn das 50 Jahre wären... Gott, kannst du das denn nie endlich vergessen und wieder gut sein? Das trägt man mit sich rum, das vergisst man nicht. Das ist so, als wenn es gestern war. Tja, dann muss ich das wohl allein durchstehen. Na? Und? Nix. Wo bist du denn überall gewesen? Ich habe hier alles abgesucht. Aber wir müssen noch irgendwas machen. Gut, ich kann ja noch mal wieder... Nee, lass mal. Vielleicht findet Papa sie ja. Der kennt hier ja alle Ecken. Wenn sie sich was antut. Werner, jeder kann sterben, aber Mutti, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich brauch sie doch. Ja. Ja, die Lücke, die wir hinterlassen, ersetzt uns vollkommen. Oh, halt bloß auf. Seht was in der Zeitung? Ja, hier. Vom Spitzweg der Witz weg. Sensationelle Entdeckung erwies sich als Fälschung. Händlerin Clara S. Clara S. beteuert im besten Glauben gehandelt zu haben und so weiter und so weiter. Naja, zum Glück nicht mit vollen Namen, ne? Ja, gerade das tut ihr ja weh. Seit heute Morgen kein Anruf, kein einziger Kunde. Und sonst stand die Tür auch nicht eine Minute still. Ah, deine Mutter kann das gut verkraften, du. Ja, mit dem Geld, das würde ja noch angehen. Aber was sollen die Leute von ihr denken? Die Königin von England hat jeden Tag einen neuen Skandal, du. Ja, und die macht auch weiter, ne? Hier. Sperling Antiquitäten? Was? Falsch verbunden. Dorfkopf.
Ich denke, das ist das Krankenhaus oder die Polizei. Das ist doch einfach rücksichtslos von den Leuten, sich zu verwählen. Sag mal, hast du ein Bier? Ein Bier. Oh, sie muss aber auch immer alles alleine durchstehen, du. Vater tut immer so, als wenn ihn das alles gar nicht angeht. Oh, kloppe die Klopp. Ich kann das verstehen. Ja, das ist schon lange her. Das war damals in den 60ern. Ja. Was? Da hat sie das hier einfach nicht mehr ausgehalten und da ist sie weg. Mit dem anderen. Deine Mutter? Mit einem anderen Kerl? Ja. Wer? Mit einem anderen? Clara? Ja, meine Mutter Clara. Von einem Tag auf den anderen. Jo, ist doch nicht möglich. Ja, ihr Männer, ihr glaubt immer, eure Frauen sind glücklich und zufrieden. Oh, das Leben kann so einfach sein, wenn man zufrieden ist, ne? Damals kam hier ein Journalist rein. Er war Korrespondent in Rom. Er hat hier irgendwas über Rom gesucht, aber nichts gefunden, bloß Mutti. Ja, er hat ihr von Rom erzählt und von dem Leben da. Ah, und dann hat sie Vater alleine gelassen. Und nach einer Woche war sie wieder hier, weil Papa mit den Preisen nicht klargekommen ist. Und dann hat sie einfach so weitergemacht wie vorher. Aber mein Vater, den hat das verändert. Er hat ihr das nie vergessen. Siehst du? Das hilft nicht, wenn man einem was nachpflegt. Das hilft keinem. Er kann nicht anders. Ah. Papa! Oh. Ich war überall. Wo ich dachte, dass sie da war, aber da war sie auch nicht. Aber glaub bloß nicht, dass du an allem schuld bist. Doch. Bin ich. Sie ist nicht der Mensch, der sich was antut, du. Manchmal ist jeder der Mensch dafür. Ich glaube an die Ehe. Du ja. Das wissen wir. Naja, wenn man heiratet, dann kann man sich die Sorgen teilen, ne? Die man vorher nicht gehabt hat. Habt ihr das gelesen? Clara S. Du heißt ich Clara S. Sie haben nicht mal den Namen Ja, ausgeschrieben. das ist das ja gerade. Sperling, das wäre nicht so schlimm gewesen. Davon gibt es 98 im Telefonbuch. Aber Clara S. Deshalb weiß doch jeder, wer damit gemeint ist. Clara, wo warst du? Ach, ich bin ein bisschen spazieren gegangen, wo man mich nicht kennt. Was du an der Elbe? Betrug hat er mir vorgeworfen. 90.000 Mark will er von mir zurückhaben, von mir. Was hast du an der Elbe zu suchen? Ach Gott, es war ja Ebbe. Und? Ich kann das nicht ab, wenn was nicht klappt. Ach, Clara. Na, und dann die ganzen Bakterien. Man kann sich ja sonst was holen. Ja, du nimmst jetzt ein Bad und dann gehst du zu Bett. Nee, ins Bett muss man gehen, wenn man schlafen kann. Clara, wer am Ende ist, kann auch wieder von vorne anfangen. Gerne. Lass mal, Mutti, wir schaffen das schon. Wir? Na, ich muss hier doch immer alles allein schaffen. Langt das nun nicht, wenn man am Ende ist? Muss es da auch noch so regnen? Ich bin vielleicht nass geworden. Warum sollte ich da noch ins Wasser gehen? Mutti, das sollst du doch auch gar nicht. So, danke, Papa. Wir müssen jetzt los, ne? Werner hat Spätdienst. Aber wir haben hier bloß noch eben auf dich gewartet, ne? Ja. Komm, Werner. Das war nett von euch. Ja, geht mal, Helga, ich bin ja hier. Ja, wir gucken morgen dann mal wieder rein, ne? Gute Nacht. Tschüss, mein Lieber. Ja. Ja, Werner, komm. Ach, Clara! Na? Clara, sei mal nicht bange, du. Ich bin ja bei dir. Clara,
Das mit dem Wasser? Ach, ich hab's ja nicht getan. War ja auch kein Retter zu sehen. Naja, bei dem Wetter. Nun nimm dir doch nicht alles so zu Herzen. Na, du bist gut. Heute war eine Kundin hier, hat ein ganzes Service zurückgebracht, was sie vorgestern gekauft hat. Den meisten um 1745? Ja. Goldränder mit bunter Blumenmalerei, warum? Sie war sich nicht sicher, ob es nur auch wirklich echt war. Das weiß nicht echt. Ich habe ihr das Geld zurückgegeben. Kommt, ich mach dir jetzt ein Bad, ne? Und nicht nochmal Wasser. Alex! Ach, Alex, lass das doch. Guten Abend. Wir haben Ladenschluss. Ich hoffe, Sie haben Vernunft angenommen. Ach, nun lassen Sie mich doch in Ruhe. Sie haben doch Geld genug. So, nun passen Sie mal auf. Ich lasse mich nicht übers Ohr hauen von niemandem, das ist mein Prinzip. Leute, die mir in die Quere kommen, haben nicht zu lachen. Ja, das glaube ich Ihnen. So sehen Sie auch aus. Ja, ich bin rachsüchtig. Mich legt niemand ungestraft rein. Aber ich war das nicht, das war heilig. Ja, aber ich halte mich an Sie. Sind Sie davon überzeugt gewesen, dass der Spitzweg ein Spitzweg ist? Naja, ich war... Sehen Sie. Das Lügen haben Sie dem kleinen Gauner überlassen. Er hat das Geschäft besorgt, für das Sie sich zu fein waren. Ich habe gewusst, das ist ein schönes Bild. Und dabei bleibe ich auch jetzt noch. So, und das Geld? Gut, jeder macht gern mal ein gutes Geschäft. Sie doch auch. Aber doch nicht so. Meine Hotels sind sauber, meine Betten gut und mein Service auch. Na, ich kann das viele Geld jetzt nicht aufbringen. Ja, aber hier sind doch Bilder und Möbel genug. Das werde ich doch überhaupt nicht mehr los. Das dauert doch Jahre, bis das alles weg ist. So, nun hören Sie mal zu. Ich gebe Ihnen 3 Wochen Zeit, die Gesamtsumme zurückzuzahlen. Klappt das nicht, dann muss ich andere Töne anschlagen. Was erlauben Sie sich für Ton? Wie reden Sie denn mit meiner Frau? Ach, Sie sind ja wohl der Sperling sozusagen, was? Muss man Ihrer Frau ein ernstes Wörtchen reden? Nee. Nun reden Sie mit mir. Ich verbitte mir Ihre impertinente Art, ja? Komm, Alex, komm, lass. Das ist meine Sache. Nee, das ist nun meine. Herr Übelacker, Sie haben ja hier überhaupt nichts Raum zu kommandieren. Sind Sie übergeschnappt? Mäßigen Sie sich, dann haben Sie Gelegenheit, Ihre Sache vorzutragen, ja? So, nun passen Sie mal auf, guter Mann. Es geht hier um Betrug. Was halten Sie von einer Strafanzeige mit all ihren Folgen für Ihre Frau und für Sie? Das interessiert mich nicht. Lassen Sie uns eine Forderung schriftlich zukommen. Unser Anwalt wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen. So, das wird das. Ihre Situation wird doch nur schlimmer, Herr Sperling. Bis jetzt war ich bereit. Ich weigere mich, mit Ihnen noch länger zu diskutieren. Gehen Sie! Sie hören von mir! Jawohl, gehen Sie! Guten Abend! Guten Abend! Mit dir springt keiner so um, du. Wie du mit dem gesprochen hast. Du hast mir ja geholfen. Dir tut keiner weh. Noch dazu ohne Grund. Danke. Bitte! Nochmal. Ja. Wo ist denn unser Anwalt? Im Telefonbuch. Also den hast du ja fertig gemacht. Cary Grant war nix dagegen. In all seinen Filmen nicht. Ja, keine Zeit zu verlieren, das ist mir klar geworden, als du durch den Regen gelaufen bist. Wer weiß, wie lange man sich noch hat, ne? Alex, Ja. das damals in Rom. Ach, Ich wollte ja nur das Kolosseum sehen und die Sixtinische Kapelle. ja, lass mal. Clara, ist ja gut. So schön war Rom gar nicht. Ich muss da nicht wieder hin. Na ja, dann können wir heute noch mal italienisch essen gehen, ne? Haben wir da einen Grund für? Na ja, ich dachte bloß an unseren 44. Hochzeitstag.
Heute? Oh Gott, Alex! Na ja, den meisten haben wir ja sowieso schon fallen lassen, nicht wahr? Und ich dachte, es wird Zeit. Ne? Weißt du das noch? 1947. Unser Hochzeitsdinner. Kohlrübeneintopf. Und dein Anzug, der schlatterte um dich rum. Oh Gott. So, und morgen gehen wir in einen Antiquitätenladen. Was wollen wir denn da? Du hast dir doch immer so einen Granatsmuck gewünscht. Och, Alex, wovon willst du das denn bezahlen? Du vergiss nicht, wir müssen mal eben 90.000 Mark aufbringen. Soweit ist es ja noch lange nicht. Dann müssen wir eben die Reserven auflösen, die heimlichen. Dann wird es wohl klappen. Woher weißt du das? Das habe ich mir gedacht. Ne? Dann wird aber nichts aus dem Bungalow. Kleiner Schrebergarten tut das auch. Aber da stimmt was nicht. Was meinst du? Ja, das mit dem Bild. An dem Bild, da ist was. Da bin ich mir ganz sicher. Also spitz mich hin, spitz mich her, das Bild, das hat was. Was Echtes. Wo willst du drauf los? Wir schicken Übelacker einen Experten, aber einen echten. Ja. Wir hatten doch damals, wie hieß der denn noch? Ja. Dr. Professor... Kaiserling. Kaiserling. Ja, Ganz Kaiserling. genau. Und Gustav. Gustav Kaiserling. Nee. Wer so heißt, der kann auch was. Ja. Hier. Mit AY. Mit AY. Ah, Hier. Hesse. Ja. Ja. Dr. Kaiserling. Du bist aber schon ein bisschen spät, Clara. Ach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, ist ja. So. Ja. Herr Kaiserling. Nee. Herr Professor Kaiserling. Hier spricht Clara Spitzweg. Sperling! Ja, Sperling. Herr Professor, bitte. Hat wohl keinen Sinn, Was? den Laden aufzumachen. Ach, vorgestern war doch einer da, ne? Alex, das war ein Tourist und der hatte überhaupt keine Ahnung. Aber da siehst du es wieder, Presse zeigt Wirkung. Ach, Clara, da passiert so viel, das haben die Leute schon wieder vergessen. Ja, aber nicht so Na schnell. ja, dann schließen wir eben zu und machen Urlaub. Was, wir beide? Wir beide? Na ja. Ja, das wird doch höchste Zeit. Wir haben lange keinen Urlaub mehr gemacht, ne? Weil wir den Laden nicht allein lassen konnten. Ja, den lassen wir eben zu Hause, ne? Mensch, Alex, das wäre ja was. Wir beiden zusammen in der Toskana. Toskana. Ach nö, da sind die doch alle vom Fernsehen und so. Nö. Nee, das machen wir ein andermal. Nee, wir fliegen nach Budapest. Ja, ich hab das alles schon gebucht. Du bist auf einmal so energisch. Ja. Du hast so was Bestimmtes. Hier wieder für die Montag. Jetzt langt's. Was, wieder was im Blatt? Schluss, aus. Ich hab die Nase nur endgültig voll. Ja, und wo ist dein Koffer? Ach, das ist jetzt nicht bloß so für ein paar Tage. Ich hab Schluss gemacht, ein für alle Mal. Warum denn nun schon wieder? Männer muss man nehmen, wie sie sind. Aber nicht ihre Frauen als Zugabe. Lona und Katrin liegen ihm in den Ohren, wir sollen Urlaub machen. Zusammen. Ja, wir 3 Frauen und die Kinder. Auf dem Bauernhof an der Nordsee. Und er macht dann da mit seinen Frauen Tagestouren und ich sitze da und hüte die Kinder. Warum denn? Das ist billiger und praktischer. Und wir lernen uns besser kennen und verstehen. Und Werner will das wirklich? Der kann ja nicht Nein sagen. Ja, du musst dich wehren. Ach was, ihr müsst weg, weit weg, so weit wie es geht. Dann erledigt sich das alles von selbst. Komm, wir machen uns einen Kaffee. Komm, Mann. Oh, nur eine Ehe. Nur 3 Buchstaben und nichts als Probleme.
Schönen guten Tag. Herr Übelacker, Sie müssen sich nicht anstrengen. Ich will ja bezahlen, wenn Sie mir nur ein bisschen Zeit lassen. Gestern war Ihr Experte, den Sie mir geschickt haben, bei mir, Professor Kaiserling. Und? Ja, das Bild ist kein Spitzweg. Das weiß ich. Ja, das hat er mir auch bestätigt und dann hat er mir gratuliert. Wozu? Das Bild ist ein echter Morald. Aha, kenne ich gar nicht den Ja, Namen. Wilhelm Karl Paul Morald, ein Neffe von Spitzweg. Ein guter Name in der Kunstwelt, sagt der Professor. Ja, sehen Sie, habe ich das immer gesagt. Ich habe auch mit Qualität, da ist was dran. So ist das, Frau Sperling. Wissen Sie, ich bin dauernd unterwegs zu meinen Hotels. Toronto, Montreux, Bangkok. Bangkok? Ja, und in fast jeder großen Stadt in Deutschland und überall habe ich Ärger. Ach, ich schramme jedes Mal knapp am Herzinfarkt vorbei. Und die Bilder zeigen Ihnen nun, wie Sie eigentlich leben wollen. Ja, Frau Sperling, ich habe mich entschlossen, das Bild zu behalten. Ja, ist es denn so viel wert? Ja, so um die 30.000. Ja, das ist ja das, was ich bekommen habe. Ja, was machen wir denn mit den 60? Die holen wir uns wieder von dem guten Herrn Heilig. Ja, aber der hat mir nicht gesagt, wo er wohnt. Ihnen? Nein, ja auch nicht, aber den kriege ich. Leute, die mich mal reingelegt haben, haben nichts mehr zu lachen. Die mache ich fertig, verstehen Sie? Und nun weiß ich auch, wie wir ihn Na? kriegen. Kommen Sie mal her, Ja. kommen Sie mal her. Hier. Bitte. Ja, Frau Sperling, das ist doch die lächelnde Madonna aus dem kleinen Michel. Woher wissen Sie denn das? Ach so, ja, Sie sind ja katholisch, ne? Eine schöne Kopie. Nein, das ist die echte. Oh, was, Frau Sperling, das hätte doch in der Zeitung gestanden. Ja, man kann Heilig ja nur nachsagen, was man will, aber dumm ist er nicht. Da steht nun eine Imitation aus Gips. Aus Gips, Ja. nicht schlecht. Ja, und jetzt ruft er mich jeden Tag an und fragt, ob ich schon einen Käufer habe. Ja. Und nun werde ich sagen, dass ich einen habe. Und er muss mir meine Provision mitbringen. 10%, 60.000 Mark. Und dann bin ich auch hier. Großartig. Ja, und dann kann er mit seiner Mutter Gottes machen, was er will. Falsch, Frau Sperling, falsch. Ja, dem gönn ich doch nicht, dass der die echte Figur wieder mitnimmt und woanders noch Ja, verhökert. was sollen wir denn machen? Ja, wir bringen sie wieder zurück in ihre Kirche. Herr Übelacker, auf so eine Idee wäre ich ja nie gekommen. Wer wir? Ja, vielleicht Ihr Mann und ich. Ja, er kann hier die Leute ablenken oder den Pfarrer, wenn ich sie wieder hinstelle. Herr Übelacker, das würden Sie tun. Och, das wird ein Spaß. Sowas habe ich noch nie gemacht. Endlich mal wieder ein Abenteuer, das auch nur Geld bringt. Was ist? Ja, ich hätte nur noch eine große Bitte. Ja, eine Bitte. Wissen Sie, die Zeitungen müssen erfahren, dass ich keine Betrügerin bin. Sie bekommen Ihren guten Namen zurück, das verspreche ich Ihnen, Frau Sperling. Abgemacht? Herr Übelacker, Sie sind ein Ass, Sie sind ein Ass. Und weil wir gerade dabei sind, ich hätte noch eine Bitte. Das ist eine rein familiäre Geschichte. Ja, um was geht's? Bitte. Danke. Wissen Sie, ich habe da einen Schwiegersohn im Hotelfach. Sehr begabt, sehr beliebt. Und so ein richtig dynamischer Typ. Er ist im Europäischen Hof. Oh, ganz gutes Hotel. Ja. Empfangschef. Ja, aber jetzt müsste er mal ein bisschen weg, weit weg. Er hat so viel Geschiedene und die stören unser Familienleben so. Ja, also gute Leute kann ich immer gebrauchen. Ja. Und wenn ich meinem Freund Gentner Personal abluchsen kann, wie wär's denn mit Fernost? Toll, Mensch! In Ordnung, Frau Sperling, ich kümmere mich darum. Ja. Und wann machen wir unsere Wallfahrt? Ja, vielleicht morgen früh, 10:30. Ja, in Ordnung. Und Ihr Mann? Der ist einverstanden. Na prima, denn bis morgen früh um 11. Tschüss, Frau Sperling, bis Auf morgen. Wiedersehen, Tschüss. auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Herr Übelacker, Wiedersehen. Oh Maria, ich habe ja sonst nicht viel mit der Kirche am Hut, aber vielen Dank. So, Mutti, Kaffee. Danke. Bis hier eben gerade war der gute Acker hier. Acker? Du meinst wohl Übelacker, ne? Das ist ein sehr patenter Mann, gar nicht übel. Und er behält das Bild. Nee.
Ja, das ist von einem Neffen von Spitzweg und das Bild gefällt ihm und er will es behalten. Oh, ist das Oh, nee. ja. Ach ja, und die Mutter Gottes, die bringt ihr beiden morgen früh wieder hin, nicht? Wer? Was für eine Mutter Gottes? Alex, die hier. Und der Übelacker hilft dir dabei, wenn ihr sie wieder aufsteht. Also mit 2 Mann ist das ein bisschen auffällig. Oh nee, das ist ein ganz solider Geschäftsmann. Der versteht sich auf krumme Touren. Warum das denn alles? Ja, das ist ein Plan, den wir ausgeheckt haben. Augenblick. Sperlingkunst, Antiquitäten. Ach, Herr Heilig. Ja, das ist aber nett. Sie rufen gerade im richtigen Moment an. Ja, ich habe einen Käufer. Er ist ganz scharf auf die Jungfrau. Aber eine Bedingung. Ich bekomme 10% Provision, 60.000 Mark in bar. Nicht zu danken, Herr Heilig. Auf Wiedersehen, Herr Heilig. Bis morgen Abend um 9, ne? Wiedersehen, Herr Heilig. Das wird ja ein interessanter Abend morgen Abend. Gleich 9. Bestimmt haben Sie einen Unfall gehabt. Oder Sie sind verhaftet. Da muss was passiert sein. Na endlich, Werner. Ja. Du. Ja. Na, klar. Na, Gott, sag mal, kommst du von der Beerdigung? Nee, aus dem Dienst. Ja. Ja, ich bin 2 Tage nicht aus dem Hotel rausgekommen. Der Computer war abgestürzt. Aber ich habe ihn wieder hingekriegt. Das ist aber interessant. Ja. Du siehst aber ganz schön kaputt aus, mein Junge. Ach, wenn das bloß wäre, klar. Wieso? Habt ihr wieder Ärger? Oh, das geht nicht mehr. Was? Ist schon besser, wir lassen uns scheiden. Ach nee, ist all die 4. in Sicht. Und 3 sind mehr als genug. Na. Du. Ja, ich bin da bloß immer so reingerutscht in all meine Ehen. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Ja, aber du kannst aber auch nicht jeden heiraten, der dir mal über den Weg läuft, nicht? Aber Helga kam zu spät. Ja, wenn sie gleich als Erste gekommen wäre, dann wäre doch die Sache ganz anders abgelaufen. Ja, die ist aber nur so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Und nun? Und nur das Beste, stell dir mal vor. Katrin hat sich bei uns im Hotel beworben. Oh Mann, das ist nicht gut. Ja. Mensch, das ist nicht gut. Also ich will euch die Scheidung ja nicht abspenstig machen, aber wartet noch ein bisschen, nicht? Ja, warum? Naja, ich meine, vielleicht passiert ja was, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Kann man ja nicht wissen, nicht? Bei mir? Jawohl, auch bei dir. Also bitte versprich mir, dass du abwartest. Na? Na gut, wenn du das so meinst, ne? So, nun musst du gehen. Ich habe hier noch eine wichtige Besprechung. Aha. Aha. Na klar. Nacht, mein Junge. Ja. Hätte ich ja beinahe vergessen. Oh Gott. Das für dich, ja, ja. Wieder was im Blau. Oh, Ja, wundert dich, Mann, wundert Oh, dich, Mann, Mann. hör doch auf, dass die nicht aufhört. Spitzweg bleibt Spitzweg. Oh Gott, ich habe es gewusst. Oh Gott, na, was war das? Spitzweg bleibt Spitzweg. Sensationelle Entdeckung. Umstrittenes Bild, keine Fälschung, sondern Kunstwerk seines Neffen. Ausführlicher Bericht seit... Ha! Antiquitätenhändlerin Clara Sperling bewies wieder ihr guten Ruf. Ich bin wieder Clara Sperling. Ich bin wieder Clara Sperling. Ah, ja, na endlich. Frau Sperling! Ich hab schon gedacht, ihr seid verunglückt oder tot. Aber dann tüch, wie wir ein Großartiger, der so wie ein Stau kommt. Erst mich ja platt und... Oh, warum soll ich nicht? Ich bin ja ein Pfarrer aufgewachsen. Natürlich, Pfarrer, das snackst du ja auch platt, Ja. Ja.
Ja, wie ist es denn abgelaufen? Ach, wunderbar, ein Kennerspiel, nicht, Alex? Nee. Ja, du hättest ewig mal sehen müssen, du Clara. Ja, richtig wie so ein kleiner Verbrecher, nicht? Naja, sagen wir mal, ich hab eine gewisse kriminelle Potenz, nicht? Aber kein Mensch hat was gemerkt. Nee? Obwohl da Leute in der Kirche waren. Nein. Ja, Alex hat die Leute abgelenkt. Ja, wie denn? Ich hab geschrien, da läuft der Teufel! Und dann bin ich umgefallen. Du, habt ihr die Kopie mitgebracht? Ja, natürlich. Ja, dann stell sie wieder auf, aber schnell. Hier und Spaß haben mit heilig. Ja. Geh doch mal los und Ja, warum bist Ja, du weißt du, denn so das ist hibbelig? gleich 9, der wollte um 9 hier sein. Aha. Na ja. Keiner hat was gemerkt. Ach, nicht so viel. Der Pfarrer hat uns sogar noch ein Glas Messwein eingeschenkt. Ja, Ja, du bist so ein feiner Mensch, der passt doch nicht. Also, die Katholischen sind gar nicht so schlecht. Nein. Du. Ja, und zum Schluss, da hat er uns noch vor die lächelnde Madonna geführt und hat sie uns erklärt. nein, seid ihr denn verrückt? Nö, warum? Nu war's ja wieder die echte. Ja, also beim Verbrechen musst du zuerst mal gute Nerven haben. Ne? Von wegen Verbrechen lohnt sich nicht, das ist dummes Zeug. Man muss das bloß können, ne? Denn? Ja, und dann sind wir nach Hause. Ja, und nun geht ihr nach hinten, trinkt erstmal ein schönes Glas Bier. Er muss jeden Moment in die Tür kommen. Wenn der euch sieht, haut er gleich wieder ab. Komm ehrlich, Ja. wir haben es Ja. hier verdient. los. Komm, jetzt die Zeitung, die muss ja nicht los. Ach, Frau Sperling, Ja? die Sache mit Ihrem Schwiegersohn, das hat geklappt. Was? Am Übel, Wenn er will, kann er gleich anfangen, im Oriental. Wo ist das denn? In Bangkok. Kommst du, Erik? Ja, ich komme schon, Alex. Ach, Clara, ich heiße Erich. Och, Erik. Ach Gott, wie schön. Ach, keiner Mann. Wunderschön, guten Abend, Frau Sperling. Guten Abend, Herr Heilig. Schließen Sie die Tür zu. Und geben Sie mir den Schlüssel, danke. Warum das alles? Naja, wir können doch nur keine Störung gebrauchen, ne? Vielleicht wäre das auch besser, wenn wir nach hinten gehen. Nein. Privat bleibt privat. Kein Geschäft in der Wohnung. Auch gut. Ja. Ah, da ist sie ja, die Süße. Sie haben schon Käufer gefunden? Ja, was meinen Sie wohl? Der wartet schon. Der war rein mit ihm. Kenn ich ihn? Ja, aber erstmal das Geschäft, nicht? Naja, eigentlich könnten wir das ja gleich vom Kaufpreis Nee. abziehen. Aber wenn Sie das so haben wollen, bitte. 60.000 ist ein guter Schnitt für Sie. Ja, wie beim Spitzweg, nicht? Naja, da hatte ich auch ein paar Unkosten. Ja, bei mir sind es aber nur 10% und keine 60, nicht? Aber Frau Sperling, unter Geschäftspartnern muss man doch nicht nachzählen. 1000er fehlt. Was? Ja. Naja, man kann das ja mal versuchen. Ja. So. Und nun der Käufer. Kommen Sie bitte rein. Sie? Guten Abend. Hat er bezahlt? Ja, stimmt genau. Also was soll das? Wollen Sie meine Madonna nun kaufen oder nicht? Ich wollte bloß das Geld wieder haben, was Sie mir zu viel abgenommen haben. Der Spitzweg ist ein Moral und der kostet bloß 30.000. Ja, und meine Maria? Die können Sie wieder mitnehmen. Nehmen Sie und hauen Sie damit ab. Sie, geben Sie mir mein Geld zurück! Herr Heilig, wir sind zu zweit. Und mein Mann steht hinter der Tür und der ist gefährlich. Frau Sperling! Moment! Das ist ja meine auf Gips. Ja, die echte wollte so gern wieder nach Haus. Und da haben die beiden Herren sie auch wieder zurückgebracht. Ja, und für den Fall, dass Sie sie nochmal holen wollen, ab morgen gibt es da eine Alarmanlage, hat mir der Pfarrer erzählt. Das vergesse ich Ihnen nie. Das vergesse ich mir nie. Niemals! Der arme Herr Heilig. Ach, Clara, das hätte mich mein Leben lang gewurmt, wenn das nicht geklappt hätte. So, nun muss ich aber auch nach Haus. Ja, Alex,
Jetzt schon. Du willst schon gehen? Ich dachte, du bleibst noch. Hey, nochmal, Alex, ich will nur erstmal zu meinem Bild hin. Ne? Ja, wisst ihr, früher habe ich bloß Bilder gekauft, weil ich mein Geld anlegen wollte und um meine Freunde zu ärgern. Aber jetzt weiß ich, wofür Bilder wirklich da sind. Also Clara, mach das gut, bis zum nächsten Mal. Denn, Ja. ne? Tschüss und vielen Och, Dank nix zu noch. danken, Clara, nix zu danken. Mensch, Kumpel, du warst ja großartig. Du aber auch, du. Also, dann auch bald. Ja, ihr beiden. Tschüss, dahin. Tschüss. Nun muss ich erst mal ins Bad. Was willst du da denn? Wir das blaue Auge angucken, mit dem ich davon gekommen bin. Das sagt man, du. Haben wir ein Glück gehabt. Ja, und dabei ist das gar nicht modern, Glück zu haben, nicht? Wir waren noch nie modern. Mutti, wisst ihr was? Na? Werner hat einen neuen Job. Nein! Ja, und Werner, du erzähl das doch endlich. Ja. Ich werde Empfangschef in einem First-Class-Hotel. Nein! In Bad Pyrmont! Nee, in Bangkok. Und da verdiene ich viel mehr als hier. Und da habe ich 60 Mitarbeiter. Nein, und du hast das angenommen. Ja, na klar, das steht sie doch wohl, ne? Oh, ihr seid doch nicht böse. Das ist ganz schön weit weg. Ja, wir sind doch nicht böse, wir werden euch mal besuchen. Aber erst fahren wir mal nach Budapest, nicht? Das ist vielleicht eine Überraschung. Den Posten hat er gekriegt, weil er was kann. Ja. Na, sowas spricht sich rum. Ja, das ist nicht immer bloß so mit Beziehung, wie du immer sagst. Und du, Helga? Ich gehe natürlich mit. Ja, und was wird nur aus deinem Geschäft von wegen? Wo soll es mich jetzt atmen? Mutti, das wird geschlossen. Ja, da werden deine Kunden aber sehr traurig sein, nicht? Ja. Und deine Familien, kommen die auch mit? Nein, Clara. Na, den kann ich doch nur genug Geld schicken. Oh, das ist ja wunderbar, dann können wir ja nur feiern. Nee, wir müssen nach Hause. Wieso? Da ist noch so viel zu erledigen. Gleich morgen müssen wir zum thailändischen Konsulat wegen der Visas. Aber das ist bloße Formalität. Ja. Mein Chef kriegt alles, was er will. Ja, das glaube ich. Und kündigen muss Werner ja auch noch. Ja, und wer schläft, kündigt nicht, ne? Und ich tue immer mit deinen Schnecken. Ne? Tschüss, Mama. Tschüss, mein Wert. Tschüss, Mama. Ja, komm, Rudi, stopp, sag mal. Den Granatschmuck, den kenne ich ja gar nicht. Ja, und? Wo hast du den her? Den hat dein Vater mir geschenkt zum 44. Hochzeitstag. Ach, ja, guck mal. Ja, na, ich kann ja Mutter mal was schenken, ne? Ja. Na, also wir müssen nur los, ne? Komm, Werner. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Ja, komm. Bangkok. Was hast du? Ein Job in Bangkok? Ja, in Bangkok. Du sag mal, Clara. War das dein Werk? Wie kommst du denn darauf? Hab ich ein Hotel? Bei sowas steckst du doch immer hinter, ne? Ach, mit ein bisschen Glück geht alles klar. Ja, du sagst es, meine liebe Clara. Du, Alex, guck mal, es läuft alles so wunderbar. Alles ist jetzt in Ordnung, wir sind alle glücklich. Ja. Nur hier das Bett von Metternich. Das werden wir nicht los. Ja, das hat wohl auch noch. Was meinst du, wenn wir nun sagen würden, das wäre das Bett von Marilyn Monroe? Wieso? Nein, sie ist eine Kultfigur und ein erotisches Symbol ist sie auch. Ja,
Berühmt ist sie ja. Ja, wir sagen, das war das Bett aus ihrer Ehe mit Arthur Miller. Und von dem hat sie sich nie getrennt. Oh, wa? Clara. Ja, die Monroe. Alex, die kennt doch nur jeder, ne? Ja, sie soll ja sogar was mit Kennedy gehabt haben. Ja. Sie ist ja im Weißen Haus aus- und eingegangen. Mein little Marilyn. Oh, mein Lütten Kennedy.